einer Tagung eines breiten Bündnisses kritischer sozialer Arbeit. Die Bremer sind ein bisschen weiter als wir in Berlin. Also es war ein Bündnis von Verdi, GEW, AKS, von Personalräten. Diese Tagung war also sehr spannend und hatte natürlich dieselbe Thematik wie wir jetzt hier und darüber hinaus. Ich erzähle das deshalb, weil ich deutlich machen will, wenn wir zum Beispiel so ein Angebot von Herrn Pörksen annehmen wollen, wir müssen uns in irgendeiner Weise ein Stückchen mehr organisieren. Diese Mahnwache ist ja zustande gekommen unter anderem dadurch, dass wir in unserem Blog vom Unabhängigen Forum darüber berichtet haben. Ich denke, wir bieten auch weiterhin an, das als Plattform zu benutzen, um uns weiter ein Stückchen zu organisieren, egal aus welchen Ecken wir kommen. Und ich wollte einfach nochmal die Internetadresse für alle, die das nicht kennen, sagen, man kann sie sich sehr gut merken, www.einmischen.com. Also com natürlich C-O-M, aber man kann sich es auch merken mit com einmischen. Wenn Sie das anklicken, kriegen Sie unsere Homepage und von da kommen Sie auch zum Blog. Im Blog sind die aktuellen Entwicklungen, die jetzt hier gerade stattfinden, auch. Aber dort könnten wir also auch weiter versuchen, weitere Aktionen zu organisieren auf das Gespräch mit Herrn Pörksen. Was ist denn, da steht ein Termin, der 8.12. irgendwie drin. Okay, wir haben bereits einen weiteren Termin zu verkünden. Am 8.12. Veranstaltet dieses Unabhängige Forum in Berlin ein Vernetzungstreffen. Das hat jetzt nicht es ist keine konkrete politische Aktion, sondern einfach ein Treffen, wo alle interessierten, kritischen Leute aus der sozialen Arbeit sich treffen, sich gegenseitig erzählen, was sie tun, sich vernetzen, gemeinsame Aktionen entwickeln können und überhaupt erstmal zusammenrücken können. Denn das scheint zu fehlen. Ich bin gerade zum Beispiel angesprochen worden von Leuten, die sehr, sehr gerne Bündnispartner finden würden, um etwas zu tun in der sozialen Arbeit, aber sich total isoliert fühlen und nicht wissen, mit wem sie Kontakt aufnehmen können. Also unsere Homepage ist da eine Möglichkeit und ich denke, wir sollten jetzt nicht hingehen und überlegen, mit welcher Organisation wir hier arbeiten. Wir sollten unter einem Dach gemeinsam handeln. So verstehen wir uns auch. Wir bekommen mit einer Großadresse aus Bremen von den Leuten, die gestern bei der Tagung zusammensaßen, dieses Bündnis der sozialen Arbeit über alle Organisationen in Bremen hinweg. Sie wünschen uns guten Erfolg und Solidarität. Speziell einen Menschen grüßen, der sich für unsere Belange, für unsere Arbeit sehr, sehr eingesetzt hat über einen super langen Zeitraum. Es geht um den Klaus Wörsdörfer. Ich weiß nicht, wer von euch den auch regelhaft diesen Bericht, den Hochwasserbericht bekommen hat. Ganz verlässlich sonntags hat man immer geguckt und dann war er da. Seit einiger Zeit ist das nicht mehr so. Der Klaus ist seit einiger Zeit im Krankenhaus und wir vermissen ihn hier sehr, wir vermissen ihn hier außerordentlich. Und ich werde ihn heute besuchen und ja, ich glaube, das ist doch ganz gewiss auch in eurem Sinne, dass ich ihm von uns allen hier Grüße mitbringe und dass wir ihn hier wirklich sehr vermisst haben heute. Danke, danke.